Es geht weiter, immer heiter, auch zurück bei Anno 1800, wo wir jetzt dabei sind, ins Land der Löwen, sprich nach Embesa vorzudringen. Der Aufstieg ist mühsam und lang, doch ihre besten Kletterer finden einen gangbaren Weg für die Mannschaften, verwenden dicke Seile und Mehl, schnell aus dem Lager herbeigeholt, für besseren Halt. Mehl, okay. Heute Magnesium, früher Mehl. Endlich erreichen sie den höchsten Vorsprung, eine lange Platte aus ockerrotem Stein. Was ist ein Ockerrot für eine Farbe? Also, ja, ist ein Rot, was für ein Farbton. Die von unzähligen Regengüssen und Stürmen geglättet wurde. Vor ihnen erstreckt sich die unendliche Wildnis, staubig und windgepeitscht. In der Ferne ziehen dicke Regenwolken vorüber und werfen dunkle Schatten. Ein goldenes Schild liegt über dem Land, gestört nur durch das langsame Schreiten seltsamer, langhalsiger Tiere in der Ferne. Ein tiefes Grollen ertönt plötzlich hinter ihnen und als sie sich umdrehen, sehen sie sich Löwen gegenüber, die sich ihrer Mannschaft mit gefletschten Zähnen nähern. Sie sind in das Revier des Rudels eingedrungen. Das Alpha-Männchen erschießen, die Bässe mit lauten Geräuschen und Gesten einschüchtern, sie mit Essen ablenken. Tja, doof. Äh, okay, wir hatten Glück, wir konnten die Tiere so verscheuchen. Was? Die Höhle einkreisen und die Biester ausräuchern? Wieso? Muss nicht immer so brutal sein. Ich staune über die Schönheit und Anmut dieses fremden Landes, erlachen über den unblutigen Ausgang des Ausfluges. Ja, kann man so sagen. So. Zur heiligen Stadt. Zur heiligen Stadt, aber ziemlich eilig. Besser geht immer. Besser geht immer. Naja, aber da ist nichts Neues. Das sagen wir schon lange, aber niemand hört auf mich. Das ist voll scheiße, Alter. Wir müssen abwarten, bis hier ein bisschen besser wird. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Der ist ja da. Sehr gut. Ernsthaft auch noch Beton für den Quatsch hier. Okay, wie sieht es aber generell mit dem Lager aus? Weil ich habe jetzt hier nicht so viel. Mein Lager ist nur so und so viel Kapazität. Das ist ein bisschen wenig für meinen Geschmack. Kaum schon irgendeine andere Lagerdinger. Genau die hier. Oh. Ich habe schon versucht, irgendwie manuell einzustellen oder so, aber es klappt leider nicht. So. Vielleicht das Ganze ein bisschen unschön. Ne? Man muss nicht immer alles direkt so hinpflastern. Man könnte es irgendwie auch anders machen. Schön auf dem Wasser und so. Noch ein bisschen ungleichmäßig.
Wäre mal was Neues. So. Da wieder zurückfliegen und neue Materialien holen. Oh Mann. So. Admiral! Admiral! Auch ernsthaft. Ja, Ikum, Ikum. Die Angst hat uns im Griff. Was? Eine heilige Pilgerreise. Es gibt zahlreiche Schritte in einer heiligen Stadt und die heilige Pilgerreise. Fetzen, schwärmerischen, aufhängigen Schwärmer, einen Augen sehen muss. Wir haben meine Freunde. Sind sie auf Pilgerreise? Oh. Ich schaffe das Zehnfache von so einem verweichlichten Handwerker. Diese jammernden Waschlappen. Was? Vielleicht hat er ihnen geglaubt, nicht einige Besatzungsmitglieder offensichtlich heidnischen Schmuck trügen. Also, wie sie unerkannt bleiben können. Folgen, besuchen. Nee, machen wir schon auf den Weg. Kein Ungläubiger darf diese heilige Straße betreten und einen Preis dafür zu zahlen. Was wird es sein? Reichtum oder Blut? Ja, bestechen. Kann man es auch erhöhen? Nö. So, ja, absolut sicher, das geht schon. Der Bestechungsversuch ist geglückt. Sehr gut. Verlass dieses Land und kehrt niemals zurück, sondern leidet ein grausames Schicksal, bellt der Anführer. Okay, keine Ahnung, hätte man das vielleicht noch besser machen können, vermutlich schon. Halt die Gegend erkunden. Da ist eine Menge Wind in den Segeln. Ja, ich merke schon. So. Nix Holz mehr, nix Holz. Erwarte neuen Kurs. Du sag mal, minus 7000, langsam seid ihr ein bisschen wahnsinnig, wa? Ja, komm, weißt du was. Ich mach's mal so, weil wir sind doch relativ nahe zwischen den Inseln, also das geht schon. Manövriere. Was hier wieder Gibt's ein Cap Trelawney oder was? Also ein Chrome Falls? Ne, hier ist alles cool. Also cool, mehr oder weniger. Wenn wir ehrlich sind. Sind auch eher ein bisschen träge unterwegs, die Leute hier. Na, könnte man wieder versuchen. Sag mal. Okay, wo ist jetzt genau das Problem? Hier vielleicht? Ja, habe euch einen Schnaps geklaut, na und? Braucht eh keinen. Warum wird nicht hin und wieder ein Bankett veranstaltet? Ach, du stellst Fragen, alter Mann. Ich bin unvollendet. Ich bin unvollendet.
Hallo? Im Zeppelin? Schwebezustand. So, wo waren wir stehen geblieben mit dem Upgraden? Das sind ja die Handwerker, die will ich ja eigentlich ungern upgraden, weil wir davon ja zu wenige haben. So, mal warten, wie es denn da hinten weitergeht. Du bist sicher schon wieder hier. Jo, da ist er schon. Drehen sich. Du, 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 du. Noch ein bisschen Beton mit. Gehen wir jetzt aber mal wieder hier runter. Hey, brauche ich eigentlich. Doch, müsste eigentlich gehen. Auf Kurs. So. Der Teufel fordert seinen Tribut. Ja, dann macht der Teufel ja ständig, weil er nichts besser zu tun hat. So. Jetzt kommt der Kaffee langsam wieder, vergehen die Uhren wieder und sagt, das ist dann hin und her. Auch wenn noch einigermaßen im Plus im Gesamtbereich, deswegen lass es mal noch, also ist noch nicht so wichtig. Da hol nichts mehr zum Upgraden. Leiten Sie uns. Ah, langsam kein Bock mehr mit dem Vorlesen, Freunde, tut mir leid. Ich mache einfach mal irgendetwas, weil ich möchte gerne wirklich mal da unten ankommen. Ja, nein, ich will gerne suchen, wenn ich schon mal so weit gekommen bin. Eine große Lüge. Das war's wert, wochenlang nur Zwieback zu fressen. Aber wir haben gelogen. Tja. So das Leben, Freunde. Ich mal sie über Bord werfen. Okay. So, jetzt aber endlich mal zum Horn von dem Beser. Da muss es eigentlich das Ende sein. Weiter kann man vorstellen, dass es noch irgendwie noch weitergehen könnte. So, sorry, aber ich stehe wieder zurück auf Tag. Also mehr oder weniger Tag zumindest. Tag für Tag diese Plackerei. Und ich hier. Ah gut, das ist Luxus, das ist von dem her uninteressant. Den Uhren gehen mir langsam mehr auf den Keks, weil wir es hier ja auch schon gestoppt haben und trotzdem. Moment mal. So, wir eh schon wieder hier sind, angelangt sind. Jetzt sind wir scheißegal, ganz ehrlich. Sind Sie neugierig? Es muss dran liegen, es geht gar nicht anders, wenn ich da irgendwie ein Goldproblem habe. Hier, kein Gold. Glas, ja, auch ein bisschen doof, Messing genauso. Was mich mir am meisten stört, ist, dass ich hier wieder genug Gold hätte. Nur wir kommen irgendwie nicht Ohne die dazu. nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Achso. Ja, was mit den Kohlen? Ja, ich sehe schon. Achtung, der Boss. Die sind hier. Was mit den Kohlen? Mit den Kohlen. Wir haben hier Kohle, wir haben da Kohle. Der wird schon mal abgetragen, krass. Was ist denn hier generell mit einer Route der Kohlen? Wird das auch irgendwie noch transportiert oder so?
Deswegen der Arktis. Irgendwo muss doch was mit den Kohlen passieren. Also die gesamten Kohlen, die hier abgebaut werden, werden rübergebracht. Okay, ja, schön, freut mich. Theoretisch könnte man hier noch das zweite Stollenvorkommen noch, sagen wir jetzt mal, aktivieren. Das war gar keine mal so schlechte Idee jetzt wäre, aber warte mal, ich muss irgendwie jetzt herauskitzeln. Hier. Man sollte meinen, die Erinnerung an diese schreckliche Zeit würde irgendwann verblassen. Ah, da kommt der wieder. Der kann eh nichts anderes als einfach nur zum Meckern. So. Das wäre soweit schon mal nicht allzu schlecht, ins Ungewiss zu schlittern. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen zu wenig, aber wir haben ein Bierfest. Schön, gibt es mal ein bisschen mehr Kohle. Ja, was mit den Kohlen? Ja, die kommen ja. Die Stahlträger fehlen noch. Ne, das ist jetzt hier unten. Bereit. So, wie viel Gesamtkapazität? 700. Müsste, glaube ich, reichen, war so ungefähr. Also das Nötigste zum Hin- und Her transportieren. Die Lager sind voll. Hm. 700 reicht. Sehr gut. Denn das schon mal, aber wenn es ein bisschen creepy noch aussieht. So, nach dieser scheiß kleine Ölhafen. Und dann kommt das aber doch langsam aber sicher mal zum Laufen. Hier haben wir die Kriegsschiffe, genau. Das sind Handelsschiffe, also das Flaggschiff und hier ein sehr schnelles Handelsschiffchen. Und hier geht aber jetzt auch kein Plan. Freundchen, so weit nach oben muss jetzt auch wiederum nicht. Aber ja, ihr habt schon gehört hier, was das Problem ist. Sie haben keine Kohle mehr. Theoretisch haben wir das mit Kohle-Dinger hier, die Köhlerei. Die Leute gehen auf die Barrikaden. Und ganz ehrlich, das mache ich auch. Mir fehlt der Wille, Oh um Gott. weiter zu schuften. Ja, dann arbeitet es halt nicht. Ich krieg's auch keinen Lohn dafür. Helle Köpfe magisch an. Der letzte. Vielleicht die Köhlerhütten sogar hier unten errichten? Wäre eine Option. Hier wäre Normalholz, genau. Erstmal gucken, was 3 Köhlerhütten so anrichten können, wa? Mhm. Sehr gut, sehr gut. Aufgabenbuch momentan auch nicht so schlecht. Jetzt muss ich eben nochmal gucken, was ich alles mitnehme. Weil ich so viel Eisen habe, krass.
Ja, geht ein bisschen zurück der Stahl, aber das pendelt schon wieder einigermaßen ein. Manövriere. So, müssen wir darüber. Und dann hoffentlich wird das langsam was. Nachher muss ich auch noch gucken, wegen noch ein bisschen mehr Glas. Wobei, das sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Das müsste eigentlich auch gut klappen. Wobei, ne, warte mal, das Glas war ja sowieso nur wegen den Brillen, oder? Genau, Brillen haben wir gesehen, haben wir eigentlich genug. Achso, ja. Nein, es reicht zumindest, ja. Wieso ich hier oben Kaffee habe, kein Plan. Hochräder, anderes Thema, aber es geht ja kaum runter. Glühbirnen, aber irgendwie Taschenuhren. Ja, du bist ein bisschen zu weit. Du bist ein bisschen zu weit. Flugroute ist eingezeichnet. Er bringt den Treibstoff und die Kohle. Er hat die Kohle. Ja, er hat sie. Denn er ist der Mann der Kohlen. Und nehmen wir das Bierfest. Lalalala, wir saufen. Bis zum geht nicht mehr. Und wenn es nicht mehr geht, dann saufen wir weiter. Wir saufen bis zum Koma. Ne, bitte nicht so weit. Ja, schon wieder nix. Okay, Moment, jetzt haben wir die Arbeiterklasse dazu weniger. Gut, aber das kriegen wir relativ easy hin. Euphorie. Dämonen der Ekstase. Muss ja alles ein bisschen im Gleichgewicht bleiben, nicht wahr, Freunde? Schon krass, dass ich das Ding nicht zurückkriege. Die Baukosten. Skandal im Ruhrgebiet. So. Das soweit also mehr oder weniger gut. Das mit dem Eisen, beziehungsweise der Kohle ist klar. Muss jetzt aber abwarten, bis die überhaupt anfangen zu produzieren. Kann man ganz kurz noch zugucken, wie sie es machen. Natürlich ein sehr spannender Prozess, gar kein Thema. Zwar hier ohne Strom, naja gut. Dann würde ich sagen, Freunde, gehen wir noch kurz ins Land der Löwen. Endlich mal. Nach 3, 4 Folgen, wo ich schon angekündigt hatte. Der Streik wurde beendet. Sehr gut. Ingenieure, die respektiere ich. Die sind schlau und bauen tolle Maschinen. Naja. Naja. Verfügbare Fläche, wie so nur 83%. Also vorher war noch etwas von 100% und so, jetzt wieder, ja, das sind nicht mehr ganz so 100, ne, das sind nicht so viele. Das ist ein bisschen doof gelaufen. Aber hier 100%, hier 100 oder weniger, ne, auch hier 100%, okay. Und erstmal gucken, ja, wie es jetzt läuft mit den dreien, ob die schon ein bisschen was ausrichten können, ich hoffe es zumindest. Schließen Sie die Expedition ab, ja bitteschön, ich wäre mal dafür. Nein, was ist jetzt passiert? Und ihr Feingefühl. Schiff von Achtung, Kapitän, es holt auf! Es wird angegriffen. Ein mächtiges Schiff. Oh nein. Um zu zertrümmern. Ja komm, ich bin stark genug. Also ich habe kein schwaches Schiff dabei. Und die Ratze, wir sind 2 Hälften. Einzig kleine Gestalten kramen über das Deck, was so verzweifelt, die Gegenflammen zu ersticken.
Mächtiger Befehlsgeber Stimmen den Lärm. Wie es aussieht, bedroht er einen jungen Mann mit folgender Pistole. Söldner und Mörder! Das sieht Ketema ähnlich, dass sich das solche Methoden herablässt. Bringt eure Waffen zum Schwein und euer Freund hier wird Blei schlucken. Sorry. Keine Ahnung, wer das sein soll. Ja, stimmt eigentlich. Das, um Familien von ihrem angestammten Land zu vertreiben und in mächtigen Lagerhäuser richten kann, langsam lockert, stößt mit einer plötzlichen Bewegung den Ellbogen in die Rippen und springt über Bord, aber bevor ihn jemand ergreifen kann. Er schießt den Gesandten, falls nötig, brüllt der ruckig der Kapitän. Dem Klar, dass ihm seine Faustpfannen abhanden gekommen ist, er befiehlt die Gewehre zu wenden und auf ihre Mannschaft zu richten. In die schweren Zollprojektile, einige zerreißen ihre Hemden und sind... Ja, die haben keine Chance. Holzsplitter schwirren durch die Luft, als die Kugeln durch Ballast, Mast, Räder und Knochen schlagen. Einzelne Schüsse erklingen, ein tödlicher Versuch der Gegenwehr, von eine zweite Breitseil unterhalb des Schiffs kracht. Nicht schießen, ich bin der Mann, den sie gefangen gehalten haben. Okay, gut. Meine Mannschaft niedergemetzelt, war verzweifelt, sucht nach Hilfe. Helfen Sie mir. Zeit zu gewinnen, als behaupte ich, Jenny Heuke Thermam haben sie geschickt. Wer ist denn das überhaupt? Kaiser Saleh Ketema ist der Erbe des Throns von Selamarvi, Herr über alle Hoch und Tief Lande, die als Enbese bekannt sind und die sie wohl als Land der Löwen bezeichnen. Alles klar. Warum der Überfall auf sie? Natürlich, verzeihen Sie, ich bin Biniam, Sohn Kyrias, Gesandter seiner kaiserlichen Majestät Ketema. Missionen suchen Experten aus aller Welt. Okay. Ja, wir kommen mit. Janni Hoiketema, darf ich euch meinen Wohltäter vorstellen? Einen angesehenen Stadtplaner aus dem fernen Norden. Diese edlen Herzen sind immer in Enbesa willkommen. Sie haben also gehört, dass ich neue Talente wie Sie suche, um unsere neue Hauptstadt zu vergrößern. Unser Zusammentreffen war ein reiner Glücksfall, mein Kaiser. Dann hat der Herr ein Lächeln für Sie auf den Lippen. Uns bietet sich die Gelegenheit, Teil einer Geschichte zu werden, die uns alle überdauert. Bisher habe ich diese unfruchtbare Provinz des Kaiserreichs vernachlässigt, der Sitz der Könige der Antike. Aber aus dem Staub erwächst ein neuer Garten. Seit vielen Königen war Enbesa nicht so vereint wie jetzt. Auch wenn es ein zerbrechliches Erbe ist. Einige betrachten uns als gespalten, jeder denkt nur an sich. Aber sie sind blind für die größere Bedrohung. Hungrige Augen, die gen Süden auf uns gerichtet sind. Vereint und mit Stolz erwidern wir ihren Blick. So müssen sich alle erheben und ihren Anteil verteidigen. Oder sie werden gefressen. Und so übertrage ich Ihnen die Aufgabe, Taborim, unsere neue Hauptstadt auf dieser Insel zu errichten. Möge sie wachsen, um ganz Enbesa in einem Bund zu vereinen. Biniam wird Ihnen helfen und Ihnen seinen Plan für die Kanäle zeigen. Taborim wird schon bald als Juwel des Friedens am Gürtel dieser großen Nationen glänzen. Sie besitzen Herzensgüte, ich ahne es. Tja, und damit Aufregend. Eine Berühmtheit ist gerade willkommen in Enbesa.
Ich möchte mit Ihnen über bedeutende Angelegenheiten sprechen, die ganz Mbesa betreffen. Das klingt soweit Werden Sie mit gut. mir zusammenarbeiten, um meinem Volk zu helfen. Natürlich, Kaiser Ketema, es wäre mir eine Ehre. Aber dies und vieles weitere, Freunde, erst in der nächsten Episode zurück bei Anno 1800. Jetzt wirklich im Land der Löwen, in Mbesa. Bis dahin, bye bye.